Ja, hallo zu der Hour of Prayer und Herzlich willkommen. ich hoffe, ihr habt eine super gute Osternzeit erlebt. Genau, wir haben ja jeden Tag so eine verschiedene Gebetsformen, die wir durchgehen. Und heute, Susanne, was ist unsere Gebetsform? Heute haben wir die Gebetsform, die heißt das Entscheidungsgebet. Leute haben mich gefragt, habt ihr wirklich so viele Gebetsformen? Irgendwann hört es mal auf. Wir haben mal eine Liste gemacht, wir kommen gegen die 40 verschiedene Gebetsstile und plötzlich merkt man, dann geht das Gebet geht auf und plötzlich entstehen ganz viele Optionen in dem Sinn. Genau, Susanne, wir haben zum Entscheidungsgebet haben wir ein Bild gemalt. Ich glaube, das ist ein bisschen das wichtigste Bild, dass wir ein bisschen verstehen, von was wir heute beten. Was sind so 4 Punkte? Kannst du ganz kurz erklären, was ist dieses Herz hier? Das Herz bedeutet die Liebe von Gott. Also die erste Tatsache ist, Gott liebt mich. Genau, und das sind ja dann wir Menschen. Ja, genau. Und wir Menschen sind alle nicht perfekt. Und gerade in dieser Corona-Krise, glaube ich, fällt es uns nicht schwer zu realisieren, dass ich mich nicht so ganz optimal verhalten habe. Zu jeder Zeit. Also da kommt ja so viel hoch und genau das wiederum trennt uns dann von Gott. Wenn wir nicht perfekt sind, weil Gott ist perfekt, wir haben Sünde, wir machen Fehler, wir verletzen, wir werden verletzt und das trennt uns von Gott. Also Susanne, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, das Wort Sünde, das gefällt mir nicht. Dann sagen sie viele Leute, ja, ich habe mich nicht professionell verhalten. Ah ja, genau, das Wort habe ich gesucht. Genau, und das Spiel, also kannst du es auch so nennen. Das meine ich, egal wie du es nennst, kannst du das Fehler nennen, Sünde oder nicht professionell. Ja. Aber jede von uns, wir spüren eigentlich, was dieses Wort bedeutet, weil wir Dinge gemacht haben oder nicht getan haben, die wir hätten tun sollen. Und man merkt dann immer ein bisschen so das Gefühl nach die Konsequenz, die es hat. Und natürlich, die Indianer oder besser gesagt, die Native Americans, die sagen, das darf man ja nicht mehr sagen, die sagen, dein Gewissen ist wie ein Dreieck, man muss es so lange drehen, und dann wird aus dem Dreieck ein Rad und man spürt dann nicht mehr, wenn es aneckt in dem Sinn. Und man kann Dinge immer extrem drehen, wie man will, aber irgendwann merkt man einfach, das hat eben auch eine Konsequenz in dem Sinn, im Leben. Und lass uns einfach dieses Gebet zusammen erleben. Wir werden auch 4 verschiedene Stories hören von Frauen und Männern, die Gott jede Person ganz anders erlebt hat. Und dazwischen werden wir auch noch worshipen. Und wir gehen mit dem ersten Gedanke, Susanne, Gott liebt uns. Und wir haben diesen Bibelvers 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16. Kannst du mal ganz kurz vorlesen, was Bibelvers so bedeutet? Da steht, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Genau, das bedeutet effektiv, wenn du weißt, Gott liebt dich, das ist für mich eine Ausgangslage, egal ob ich für ihn schon was getan habe oder nicht. Es ist eigentlich bei unseren Kindern, als wir noch ganz klein waren, ich habe sie geliebt, obwohl sie für uns noch nichts machen konnten. Sie haben nichts gesagt, hey, geh runter, hol mir eine Flasche Bier oder was auch immer. Die konnten nicht mal richtig gehen, aber ich habe sie dennoch geliebt, als sie noch nichts gemacht haben. Das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung von diesem Gott im Himmel. Wir sind geliebt, obwohl wir noch nichts aufzuweisen haben. Und das fällt uns nicht ganz einfach, weil man verbindet oft Liebe gleich, man hat was geleistet oder man ist liebenswürdig oder liebensart. Aber Gott sagt, bevor du irgendwas gemacht hast, gibt es eine Grundtatsache, du bist ein Geschöpf Gottes. Man sagt die Krönung der Schöpfung und Gott jubelt mächtig, wenn er an uns denkt. Wir beginnen mit einer Story von Lynn Kranzler und sie erzählt uns darüber, wie sie Gott erlebt hat als einen liebenden Gott. Und wir machen da Platz, weil Social Distancing bedeutet, wir müssen einen Platz räumen und übergeben Lynn Kranzler. Herzlich willkommen. Story. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Mega cool. Ja, meine Geschichte mit Jesus ist eine sehr spannende Geschichte. Und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und jetzt ist es ja so, dass man dann vielleicht neigen könnte, da so zu denken, das ist eigentlich mega langweilig. Aber ich will mich wirklich entscheiden, immer zu sagen, nein, es ist nicht langweilig, weil alles, was wir mit Jesus erleben, ist mega spannend und mega cool. Und bei mir war das eben so, ich kannte das zur Kirche gehen, ich kannte Jesus auch, habe ich gedacht irgendwie. Und dann weiß ich noch genau, es war ein Ostern und ich saß in der Kinderkirche oder im Kindergottesdienst, wie wir das bei uns damals in den 80ern genannt haben. Und dann habe ich auf einmal so krass, dann ging es eben darum, dass Jesus auferstanden ist. Also genau das, was wir jetzt gerade gefeiert haben oder was wir feiern an Ostern. Und
ja, es war einfach für mich so krass zu erleben. Ich habe wie in Jesus Augen geschaut als Kind. Ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, aber ich war auf jeden Fall unter 10. Und zu merken, wie krass ist Jesus. Und das hat er für mich gemacht. Das war einfach mega cool. Und wirklich zu spüren, das war dann das erste Mal für mich, dass ich das so spüren konnte. Und dann, ja, geht dann weiter. Und dann kam es einfach irgendwann dazu, wie das ja ist, wenn man so mit christlichen Eltern aufwächst, dass man sich irgendwann dann doch nochmal entscheiden muss, ganz alleine. Und ich mache jetzt nicht, was meine Eltern, weil es meine Eltern machen, sondern ich mache das für mich. Und ich kann mich auch noch ganz genau an diesen Tag erinnern, eben, dass dann wirklich wie der Heilige Geist auf mich gekommen ist. Und das war so ein ganz spezieller Moment. Einfach wie anders man dann auch wirklich den Glauben lebt. Dass man einfach, weil man eben Gott gespürt hat, Jesus gesehen hat, in seine Augen geblickt hat, dass man dann seine Liebe auf einer emotionalen Ebene einfach sieht und erlebt. Und das ist was ganz, ganz Schönes, was mega Spezielles. Und ich durfte es erleben. Ich darf es jeden Tag erleben und freue mich. Wow, ich sage vielen Dank, genau. Was für eine amazing Story. Es ist eine mega, mega ermutigende Story. Und genau der Gedanke, dass Gott uns liebt und Gott begegnet eben jedem Menschen anders. Und ich glaube, jede Person von uns hat eine andere Geschichte. Wenn du da heute auf diesem Sessel sitzen würdest und du deine Geschichte erzählen würdest, merkst du plötzlich, deine Geschichte hat auch einen Anfang. Es gab einen Moment, wo Gott dir die Augen aufgemacht hat, ob jetzt du christlich aufgewachsen bist oder du hast eine andere Religion geglaubt oder du hast an gar nichts geglaubt. Und was ich so krass finde, ist, Gott hat immer wieder einen Weg. Gott findet einen Weg, um unsere Herzen zu erobern. Und darum wollen wir jetzt gerade beginnen mit einem Worship-Song, What a Beautiful Name in dem Sinn. Und ich hole da die Worshipper rein, genau. Das kann man da mit diesem Laptop machen, genau. Holen wir die Worshipper rein. Jetzt sehen wir noch die Technik in dem Sinn, genau. Sieht man? Die Worshipper, genau. Das ist nicht unser Worshipper, den wir brauchen den Don Lime, genau. Aber es sieht jetzt auch noch ein bisschen nach hinten unsere Technik, genau, die uns mega hilft, auch diese Sendungen vorzubereiten, genau. Aber ich weiß, dass du, Marco, er hat heute Geburtstag, genau, und ich weiß, dass du nicht dieses Worship-Lied singen kannst. So, ja, da haben wir es, genau, ist oft ein Knopf, ist man entfernt und genau, ich stelle jetzt da das hin. Und Dom und Arina, was habt ihr für einen Song für uns mitgebracht? Wir haben den Song Beautiful Name mitgebracht, ja, ein sicherer Wert für jede Zeit. Wow, mega cool. Also lass uns das zusammen singen. You are the word of everything. One with God, the Lord Most High. In glory and creation, not revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to it. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is.
of Jesus. So wonderful. Sing death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Dom und Arina, was für einen krassen Song, und wir haben ja ganz am Anfang auch dieses Bild gezeigt, dass Gott uns wirklich gigantisch liebt, und Susanne, ich finde es wichtig, dass wir jetzt einfach am Gebet beten. Ja. Es beginnt ja dieses Gebet, dass wir Gott einfach Danke sagen, dass er uns grenzenlos liebt in dem Sinn, und das ist für mich ein mega wichtiges Gebet, weil oft vergessen wir, oder wir bekommen Blicke von Menschen, oder wir machen was falsch vielleicht und so, und dann geht oft das Gefühl weg, dass Gott uns gar nicht lieben kann. Und das erste Gebet, das wir zusammen beten möchten, einfach, dass wir Gott Danke sagen, dass er uns grenzenlos in dem Sinn liebt. Ich habe es so eindrücklich gefunden, dass Lynn gesagt hat, sie konnte in die Augen von Jesus schauen. Und ich bitte einfach, dass du so ein Erlebnis hast, jetzt in dem Moment, wo du weißt, dass du geliebt bist, und wo du es nicht nur spürst, sondern ich bitte dich einfach, himmlischer Vater, dass du jedem von uns jetzt in dem Moment begegnest. Du hast nicht nur Liebe genug für jeden, du bist Liebe in Person. Du bist die Liebe, und begegne du jedem Einzelnen von uns, dass das einfach nicht nur eine Tatsache ist, die man weiß, sondern die ins Herz sinkt. Und füll uns mit deiner Liebe, himmlischer Vater. Jetzt in dem Moment. Come on. Amen. Genau, ich möchte dir auch zusprechen, ich spreche auch uns zu, dass du einen Gott im Himmel hast. Der ist dein Schöpfer, du bist geformt im Leibe deiner Mutter. Gott hat den DNA, den Charakter, alles hineingelegt in dich. Und ich sage, du bist wirklich diese Krönung der Schöpfung. Und das hat nichts zu tun, was du geleistet hast und noch leisten wirst, wie was Menschen über dich denken, aussagen, fühlen und auch voraussehen, was mit deinem Leben geschehen könnte. Das ist eine Tatsache, wo ich dir einfach Gott Danke sagen, dass ich ein Geschöpf Gottes bin, geplant und gewollt von diesem Gott im Himmel. Und für das sage ich Amen und Danke. Das ist so das erste Gebet, wenn man das Entscheidungsgebet in dem Sinn betet. Und das zweite, was wir beten wollen, ist eben, ich habe gesündigt, oder ich habe versagt, oder ich habe Fehler gemacht, oder ich war nicht so professionell. Susanne, das heißt im Römer Kapitel 3, Vers 23, so ein Bibelvers, der uns eben klar macht, dieses Gebet, oh Gott, ich sage immer, oh Gott, es tut mir leid, ich habe gesündigt, ich habe einen Fehler begangen. Ja. Da heißt im Römer 3, Vers 23, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat.
Das ist das Problem. Wie wenn ein Spiegel zerschlagen ist, dann sieht man das Bild nicht mehr korrekt. Und dazu werden wir eigentlich berufen, dass wir die Herrlichkeit von Gott widerspiegeln. Also, dass wir das ganze Licht von ihm abgeben. Aber weil wir Sünde haben, ist da ein Bruch, eine Trennung, wie man da auf dem Bild sieht, ist vorgegangen und wir spiegeln das nicht mehr richtig ab. Und es ist nicht in erster Linie, dass Gott ein Problem hätte mit Sünde, sondern sind eigentlich wir, weil das sehen wir in der Schöpfungsgeschichte. Adam und Eva haben ja von dieser Frucht gegessen, verbotenerweise. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich versteckt. Sie hatten eigentlich ein Problem. Gott ist trotzdem noch in den Garten gekommen, wie er das immer gemacht hat. Aber Adam und Eva haben sich versteckt und wir haben das größte Problem, weil es trennt uns von Gott. Ich habe dieses Gebet jeden Abend gebetet, das vergesse ich nicht mehr. Meine Mutter hat wirklich jeden Abend mit mir zusammen gebetet und das hat nicht mit dem zu tun, du bist gläubig, du bist mit Gott unterwegs, dein Name ist eingetragen im Buch des ewigen Lebens, das sagt die Bibel. Aber dennoch ist für mich so ein Check, wo ich mich jeden Abend checke und sage, Gott, wenn es irgendetwas gibt in mir, das tut mir mega leid, weil ich weiß, ich bin nicht perfekt in meinem Charakter, auch was ich denke, manchmal auch sage, manchmal was ich fühle. Und ich habe dieses Gebet jeden Abend gebetet, einfach zu sagen, ich will mit einem reinen Herzen einschlafen, ich will nicht mit Dingen, die mich belasten, bedrücken, einschlafen. Und darum ist es ein schönes Gebet, das sagst, oh Gott, sei mir Sünder gnädig oder sei mir Sünderin gnädig. Das Wort Sünder hört sich so krass an. Sünde heißt, ich habe das Ziel verfehlt. Das heißt, wenn ein Pfeilbogenschütze bei den Römern auf eine Zielscheibe geschossen hatte und es hat nicht getüpft, haben wir gesagt, Sünde. Mit anderen Worten, du hast das Ziel verfehlt. Und wir haben eine Geschichte von Timo, er kommt aus Deutschland und er wird uns erzählen, wie er eigentlich entdeckt hat, dass in seinen Zielverfehlungen dennoch und trotzdem einen Gott hat, der noch immer an ihn glaubt. So, wir machen Platz für Timo. Timo, schön bist du da. Hier Platz zu nehmen, hier. Ja, schön. Schön, dass ich da sein darf. Gern geschehen. Schön. Ja, hallo, ich bin der Timo, ich bin 37 Jahre alt. Oh, der kickt hier gerade vom Stuhl. Sehr schön, schöner Einstieg. Nein, ich bin 37 Jahre alt und ich habe eigentlich mein Leben, bis ich 25 Jahre alt war, ohne Gott gelebt, getrennt von Gott und habe eigene Ziele verfolgt. Und bin dann durch meine Nachbarschaft in Berührung gekommen mit einem lebendigen Glauben, den ich so noch nicht kannte. Für mich war der Gott bisher, oder der Glaube bisher tot, oder ich habe ihn nie erlebt, den Glauben, bin damit nicht in Berührung gekommen und es hat mich nicht interessiert. Für mich war es eigentlich ein Hirngespinst von Leuten, die sonst eh nichts haben. Ja, dann glauben sie halt vielleicht noch an Gott. Und dann bin ich halt in Berührung gekommen bei meinen Nachbarn mit diesem Glauben und das hat mich neugierig gemacht, weil die hatten etwas an sich, das ich auch wollte. Und ich wusste nicht, was es ist und hatte Fragen und habe dann geforscht und so weiter, bis dann irgendwann zu dem Tag kam, wo ich mich eigentlich entscheiden musste. Hey, ich entscheide mich jetzt, das zu glauben, dass das stimmt, was Jesus da gemacht hat am Kreuz, an Ostern, dass das für mich Relevanz hat, dass Gott mich wirklich persönlich liebt und einen Plan mit mir persönlich hat. Und dann habe ich das einfach so mitgebetet, so mir nichts, dir nichts, habe einfach so gebetet, dachte, ja, das ändert sich jetzt was, weiß ich nicht. Aber von dem Tag an habe ich auf einmal eine unglaubliche Freude in meinem Herzen verspürt und einen Frieden, den ich so nicht kannte. Und von dem Tag an habe ich ein Wunder nach dem anderen erlebt. Es gab so 2 Wochen hoch, wo ich wirklich jeden Tag die kleine und große Wunder erlebt habe. Zum Beispiel hatte ich immer grüne Welle beim Autofahren, habe immer einen Parkplatz bekommen, und das in Hamburg, was so gut wie unmöglich ist. Oder eine spezielle Geschichte war, ich bin morgens aus der Wohnungstür raus im Stress, habe eine CD liegen sehen, dachte, ich muss die mitnehmen, aber ich wusste gar nicht, wo die CD herkommt. Habe die CD genommen, in meinen Kofferraum geschmissen, bin ins Auto gestiegen und dann, scheiße, die CD, Lied 4. Okay, wieder ausgestiegen, CD geholt, CD reingemacht, bin losgefahren und dann lief Lied 4 los und dann kam auf einmal ein Lied, was ich noch nicht kannte, vom ICF Berlin damals, haben die einfach so eine CD aufgenommen und da hieß es, ich weiß, dass ich von Gott gefunden bin. Und dann hatte ich eine Gänsehaut ohne Ende und da wusste ich, okay, Gott, du bist wirklich real, du bist wirklich echt, und habe mich dann entschieden, ein Leben mit Gott zu leben. Und das war grandios, bis heute habe ich es nie bereut und mein ganzes Leben hat dann aber angefangen, die Kehrtwendung zu machen. In jedem Lebensbereich hat sich alles 180 Grad gedreht. Das war nicht immer einfach, bis heute nicht, aber
es ist besser geworden und das Leben, das lohnt sich einfach damit. Und ich kann dich nur ermutigen, hey, lad den Gott ein, dein Herz, er ist sowas von real, er ist wirklich echt. Und das hat immer mit einer Entscheidung zu tun, ja. Vielen, vielen Dank, Timo. Vielen, vielen Dank, Timo, genau. Social Distancing, danke. Ich hoffe, dass ich nicht vom Stuhl falle hier. Was für eine ermutigende Geschichte in dem Sinn. Und genau, wenn man sagt, eben dass Sünde oder Dinge uns trennt, das ist wirklich so ein Moment, wo du wie eine Offenbarung brauchst, wo du plötzlich realisierst, das stimmt, das ist ja auch das, was wir fühlen, dass Gott uns liebt und wir Menschen sind hier. Man merkt oft zum Leben, es gibt eine Kluft, eine Distanz. Ich konnte das nie so richtig erklären. Und zwar, ich bin ja jedes Wochenende in die katholische Kirche gegangen und ich habe gebeichtet und so. Und ich habe mich mega happy gefühlt und ich ging aus der Kirche raus und ich vergesse nie mehr, es gibt einen mega langen Gang bei uns in der Kirche und immer als ich da rauslief, hat man den Himmel gesehen und da habe ich gedacht, Gott, genauso fühle ich mich. In der Kirche warst du mir nahe, kaum gehe ich raus, habe ich das Gefühl, du bist irgendwo da oben im Himmel bei den Sternen. Und an dem Tag, wo ich realisiert habe, dass eben meine Fehler, mein ganzen Lifestyle mich trennt von diesem Gott im Himmel, habe ich gemerkt, das ist genau diese Kluft, die ich effektiv spüre in meinem Leben, dass mir eigentlich in einem ganz einfachen Bild mir niemand so erklärt hat, aber wir spüren das ganz, ganz genau. Und wir denken, was kann ich dann unternehmen, was kann ich tun, um diese Kluft abzuarbeiten. Der Punkt ist, man kann nichts dafür selber tun, weil Religion heißt, du machst etwas und der Glaube heißt, es ist getan. Es wurde bereits schon getan. Ja. Susanne, kannst du einfach beten für dieses Gebet, dass Gott uns Sünder, Sünderinnen, nennt das ganz, ganz bewusst, hört sich ein bisschen hart an, aber dass er uns gnädig ist und uns vergibt und sich erbarmt unser. Ja, genau. Und es kann ja sein, dass du jetzt zum ersten Mal, wie Timo das eben erzählt hat, realisierst, ey, du stehst eigentlich nur ein Gebet von diesem Gott im Himmel entfernt. Das erste Mal, wo du sagen kannst, stimmt, ich habe Fehler gemacht, ich brauche Vergebung. Vielleicht hörst du aber auch zu und du merkst, es haben sich so Sorgen oder sonst irgendwelche Unstimmigkeiten in deinem Leben eingeschlichen und angehäuft, was ebenso einfach eine Distanz zu Gott gemacht hat. Und für beides können wir jetzt in dem Moment einfach um Vergebung bitten. Ja. Und das ist ein Geschenk, wie du es gesagt hast. Wir können es nicht verdienen, wir können nicht was draufzahlen, wir können es nicht gut machen, aber wir können es einfach annehmen und Gebrauch davon machen. Das ist wie wenn dir jemand einen feinen Smoothie schenkt, den musst du trinken, sonst Absolut. Hast du nie was von diesem Smoothie. Und lass uns das einfach aufmachen, den Smoothie, und die Vergebung einfach kosten, indem dass wir beginnen und sagen, himmlischer Vater, ich habe Sünde. Ich bin nicht vollkommen. Ich habe Fehler gemacht. Es tut mir leid. Und du kannst es jetzt, wo du bist, nachbeten. Vergib mir meine Sünden. Vergib mir meine Fehler. Ich bin nicht perfekt. Und himmlischer Vater, ich nehme diese Vergebung in Anspruch. Dass du mein Körper, meine Seele, mein Geist einfach reinigst. Und jetzt in dem Moment einfach erneuerst. Ja. Das ist ein Geschenk von Gnade, ein unverdientes Geschenk und ein Geschenk von Vergebung, wo du einfach reinwäschst. Genau. Wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Blatt und das ist verspritzt mit Tinte, dann ist es nachher wieder weiß. Und ich danke dir dafür. Ich nehme diese Vergebung in Anspruch und versuche nicht, selber etwas zu leisten für meine Erlösung. Genau, es tut mir auch leid, Gott, wo ich Menschen mit Worten verletzt habe. Es tut mir leid, wo ich Menschen mit Taten verletzt habe. Es tut mir leid, wo ich Menschen verletzt habe, weil ich Dinge nicht getan habe, die ich hätte tun müssen. Auch das Passive ist genauso ein Fehler. Es tut mir leid, wo ich bewusste Entscheidungen getroffen habe, wo ich genau gewusst und gefühlt und gespürt habe, das hat negative Konsequenzen. Und dennoch habe ich es getan. Ich bitte dich effektiv, dass du mir da vergibst, dass du mir gnädig bist und mir das nicht anrechnest, dass diese Dinge, die ich richtig verkackt habe, ich bitte dich einfach, Gott, dass du das mit deiner Kraft und mit deinen Möglichkeiten wieder drehst, dass da ein Wunder geschehen wird. Amen. Also das Entscheidungsgebet, das erste ist einfach, dass wir Gott Danke sagen, dass er uns Menschen liebt
Und das Zweite, was mir bewusst wird, es trennt mich, meine Sünden, meine Fehler von diesem Gott im Himmel. Und dann der dritte Schritt ist, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Und was hat dieses Kreuz oder auch Ostern, das Sterben von Jesus, in dieser Zeichnung für eine Bedeutung? Und Susanne, mal das mal rein, damit du merkst, was hat das Kreuz für ein Power? Ja, jetzt habe ich falsch begonnen, macht nichts. Genau. Noch ein bisschen Pinsel. Das Kreuz, dass Jesus gestorben ist, das So. füllt den Graben Genau. wieder auf. Jetzt müssen wir es noch zeigen, so. Das hat sie gemalt, so. Das ist das Kreuz, genau, und das füllt diesen Graben aus. Das ist für viele Leute, die sagen, ja, ich verstehe Ostern nicht, der ist gestorben, mega brutal, und dann irgendwie tot, und dann eingewickelt im Grab, und dann ist er wieder auferstanden und so, und viele denken, ja, und was hat das Kreuz zu tun? Mir hilft Zeichnungen oder eine Illustration, wenn ich bete, dass ich einfach diese Botschaft, die komplex ist, ganz, ganz einfach und simpel zu verstehen. Und eigentlich ist Jesus die Brücke, die mich wieder zu diesem Gott im Himmel verbindet. Und zudem habe ich eine Geschichte von David oder Dave Hover. Er wird uns erzählen, wie er ganz konkret in seinem Leben diesen Jesus erlebt hat. Und wir machen hier nicht die Bühne frei, sondern wir machen den Tisch frei, Stuhl frei. Für Dave, because of social distancing, ist ein wichtiges Wort. So, Dave. Herzlich willkommen, Dave. Herzlichen Dank. Ja, hallo zusammen. Ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und eigentlich, ich wurde sozusagen in die Kirche hineingeboren, habe wirklich von klein auf einfach alles mitbekommen, Kirche. Ich ging da durch die Altersstufen, habe da auch die Sonntagsschule besucht, jeden Sonntag war ich da und da wirklich einfach so viel mitbekommen. Mit 12 Jahren ging ich dann in ein Camp, ein Sommercamp, eine Freizeit, und da hat es eines Tages hat uns ein Mann angegriffen. Später realisierte ich, das war inszeniert, das war der Guest Speaker des Abendprogramms. Und der hat von Jesus erzählt und von einer persönlichen Beziehung, dass ich eine persönliche Beziehung mit diesem Jesus haben kann. Und ich wusste einfach in diesem Moment, das war für mich so wie ich wusste es einfach tief in mir drin, hey, das ist genau für mich. Und ich habe zu meinen beiden Freunden, die auch da waren, habe ich gesagt, hey, das ist für uns, hey, wir brauchen das. Und haben dann so für uns beten lassen. Das ist so die Entscheidung und das Gebet für Jesus. Und 7 Jahre später, mit 19 Jahren, hatte ich nochmals einen Moment, wo ich einfach mein Leben Jesus geöffnet habe und gesagt habe, hey, hier ist mein Leben. Ich will mein Leben für dich leben. Ich will dir dienen. Und ich gebe einfach mein Leben dir hin. Das waren so die beiden Momente, wo ich Gott so einfach erlebt habe in meinem Leben. Vielen, vielen Dank, David, Vielen fürs Dank. Erzählen. Ich finde, jede Geschichte ist so bewegend, ist so anders, weil genau, man könnte 1 Million Leute auf diesen Stuhl haben und hast 1 Million mal eine andere Geschichte. Und das zeigt für mich eben auch, Gott hat mega viele Optionen. Susanne, du hast den Bibelvers aufgeschrieben, Johannes Kapitel 3, Vers 16. Ich glaube, ist einer der berühmtesten Bibelstellen überhaupt, wenn es darum geht, wenn man ein Entscheidungsgebet betet. Der wird also in dem Zusammenhang am allermeisten zitiert. Ja, genau. Und du hältst das Bild wieder Immer. hoch, weil es beschreibt eigentlich genau, was man hier sieht. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern ewiges Leben haben. Also das ist ja eigentlich krass. Wir haben nicht nur eine Erleichterung, weil uns die Sünden vergeben sind, sondern wir haben eine ewige Zukunft. Wir werden ewig leben, weil Jesus holt uns hier ab, wo wir sind, und er bringt uns auf die Seite von Gott. Ja, und was mega interessant ist, dass man das versteht, braucht es so einen Moment, und die Bibel sagt, der Heilige Geist ist eben ausgegossen worden, damit er uns diese wie eine Offenbarung gibt. Man kann eine Predigt x-mal hören und nichts berührt dich und plötzlich ist eine Sache und es geht auf wie ein Film, wie ein neues Universum, und das ist die Kraft vom Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, damit wir Jesus erkennen können. Und es ist bei jeder Person gibt es so einen Moment, so einen göttlichen Moment, wo plötzlich du hast das Gefühl, dein Schleier wird dir von deinen Augen weggezogen, wie man der Rollladen
aufzieht oder die den Vorrang wegnimmt. Plötzlich siehst du kristallklar, oder wie man im Dunkeln ein Licht anzündet und denkst, wow, jetzt sehe ich kristallklar. Und unser Worship-Team, der Dom und die Arina, werden uns dieses Lied singen, The Holy Spirit, wo es genau darum geht, dass wir den Heiligen Geist einladen, dass er uns in unserem Leben so Offenbarungsmomente schenkt, wo wir einfach Dinge erkennen können, die wir ohne den Heiligen Geist nicht erkennen können. So, und ich schiebe wieder unsere Worship-Band, das ist mega cool. Ich kann sie einfach so reinschieben und dann sind sie da in dem Sinn, genau. Und das ist der Vorteil von Technologie. Holy Spirit habt ihr ausgesucht, oder? Genau. Um was geht's in diesem Lied ganz genau, Dom? Oder Arina? Arina, weißt du? Ja, es geht einfach darum, dass wir eigentlich, der Heilige Geist lebt ja in uns, aber einfach nochmal das Bewusstsein, hey, nimm Raum ein in meinem Herzen und füll mich ganz auf, Yes. ich möchte dir mein ganzes Leben hingeben, du sollst es leiten. Cool. Genau, das ist unser Wunsch, wenn wir das singen, dass einfach der Heilige Geist uns so einen göttlichen Moment gibt, unsere Augen aufgehen, wir auch die unsichtbare, die Welt, die genauso real ist wie das, was man sieht, erkennen kann. Ja. Come on, Amen. Yes. bring it on. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, oh, I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free, when my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, it's what our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free, and my shame is undone. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Sing, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Vielen Dank, Arina. Wenn ich dich fragen darf, wie hast du Jesus kennengelernt? Ganz, ganz kurz und spontan, das haben wir nicht abgemacht, aber wie hast du Jesus kennengelernt? Meinst du Arina? Ja, Arina, die Arina, ja. Super. Mich? Ja, Ich habe Jesus kennengelernt. Ich bin eigentlich nicht christlich aufgewachsen und dann
durch meinen dazu mal Freund, jetzt Ehemann, der hat mich mal hier in die Kirche mitgenommen und mir auch die Frage gestellt, was das Ziel in meinem Leben ist. Und da haben sehr viele Dinge in mir rumort und ich habe mich gefragt, was ist der Sinn meines Lebens? Und dann bin ich auch hier hingekommen und ich weiß noch, wie ich einfach überwältigt war von irgendwie der Präsenz, die hier war. Und irgendwo fühlte ich mich mega berührt, aber auch, es war irgendwie auch ein Kampf für mich. Und da bin ich nochmal und nochmal gekommen und hatte einmal, konnte ich zuhören, wie ein Mann seine Geschichte erzählte, wie er er hatte einen Unfall und dann hat ihm Gott, wie in dieser Zeit, wo er einen Unfall hatte und im Spital lag, wie so zwei Wege gezeigt. Der eine, der ging nicht, ja, auf dem liefen ganz viele Menschen, hat er wie gezeigt, und das führte nicht zu Gott, und der andere Weg, der führte wie zu Gott, und Gott hat ihm wie gesagt, hey, geh wieder, ich möchte dich wieder auf die Erde, oder ich möchte dich wieder lebendig machen, dass du den Menschen erzählst, wie fest ich sie liebe, dass sie auf diesen Weg kommen. Und ich fühlte mich so angesprochen und ich spürte, hey, ich bin wie verloren. Ich spürte, hey, ich bin nicht auf diesem Weg, ich kenne diesen Gott nicht. Und dann habe ich gebetet und gesagt, okay, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben, ich möchte dich kennenlernen. Und in diesem Moment ist eine Liebe über mich rübergeflossen, die kann ich nicht beschreiben. Ich musste so weinen, so tief. Es war wirklich, als ob ich wirklich richtig angenommen nach Hause komme und in die Arme von meinem Papa komme. Und dort hat meine Reise mit Gott begonnen. Und dann ist vieles passiert und jetzt darf ich Jesus kennen und es hat mein ganzes Leben verändert, auf den Kopf gestellt. Weil du singst ja auch bei uns in unserer Church auf der Bühne und dann sehen Leute dich, wie du singst mit Leidenschaft und man weiß oft dann nicht die Geschichte, wie das so gekommen ist, und ich finde es einfach spannend, wie Gott dich abgeholt hat, durch ganz verschiedene Momente. Dom, du bist auch ein Worship-Leader, schreibst viele, viele Songs. Die Leute kennen dich auch, du bist legendär durch deine großen Sprünge, die du machst auf deiner Bühne. Genau, und ich bete jedes Mal, dass du auch nicht ausrutscht und deine Knochen brechst, genau. Aber bis jetzt hat mein Gebet funktioniert oder deine Sprünge funktioniert. Meine Frage ist an dich, wie hast du Gott kennengelernt? Ja, bei mir ist es relativ simpel, aber trotzdem nicht. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie. Und für mich war es immer irgendwie selbstverständlich, an Gott zu glauben, aber trotzdem habe ich mich irgendwann mit 12 dann entschieden, in einem Camp Jesus nachzufolgen. Und dann mit dem ganzen, das ist ein Riesenthema, aber mit dem ganzen Todesfall von meinem Bruder, der mit 6 gestorben ist, als ich 4 war, habe ich wirklich Jesus 1:1 dort kennengelernt. Indem, dass er mir nahe war, indem, dass er mir Offenbarungen gegeben hat, visuell, wie ich es noch nie nachher oder vorher gesehen habe, und dann wusste, dass Jesus lebt und hatte nie einen Zweifel nachher, dass er nicht lebt oder dass er nicht da ist. Und jetzt, wenn ich zurückschaue, sehe ich, dass all das Songwriting, all diese Texte, diese Songs, diese Erlebnisse, die wir schreiben, auch im Worship, dass die aus diesem Erlebnis, aus diesem Schockerlebnis, einem Todesfall herauskommen. Und ich sehe immer mehr den roten Faden in meinem Leben und warum ich heute hier bin und das mache und weitermachen will. Aus Schicksalsschlägen entstanden, oder? Und plötzlich entsteht eine Tiefe, wo dann Leute auch berührt, wenn man die Songs singt, weil es sind ja einfach so eine Lyrik, die entstanden sind. Draußen bei der Sonne, beim Spaziergang kann auch geschehen, aber es hat fast immer zu tun mit Momenten, wo man so Tälermomente erlebt, wo einfach Dinge sich überschlagen und entweder es zieht uns näher zu Gott oder es bringt uns weiter weg von Gott, und in beiden Geschichten ist der Fall, ihr seid näher zu Gott gekommen, du durch den Todesfall und du natürlich deinen Freund, der dich mitgenommen hat und gefragt, was ist dein Lebensziel? Das ist eine krasse Frage im Leben, die sich wirklich lohnt zu stellen. Also, ich sehe euch wieder zum letzten Song. Nicht weggehen, nicht davonspringen.
Wir möchten gerne dieses Gebet auch ändern. Ich möchte nochmals beginnen, dieses Entscheidungsgebet. Man sagt, Gott, danke, dass er uns Menschen liebt. Und ich sage Gott, sei mir Sünderin gnädig. Und ich danke Gott, dass er seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben ist. Das ist so das ganz, ganz einfache Entscheidungsgebet, das man beten kann. Der 4. Punkt ist folgendes: Ich entscheide mich, ein Freund von Jesus zu sein. Und das bedeutet, ich zeige es ganz, ganz kurz vor. So, das habe ich neu gemacht, diesen Pfeil. Weil Jesus ist schon da, er hat sein Leben gegeben, das ist eine Tatsache, das kann man gar nicht mehr wegnehmen. Aber ich muss mich entscheiden, durch diesen Grab, durch dieses Kreuz hindurchzugehen und Jesus in mein Leben einzuladen, damit ich Freundschaft mit Gott haben kann. Weil Jesus kam, hat an meiner Stelle diesen Graben aufgefüllt, hat an meiner Stelle meine Fehler, meine Sünden, meine Unprofessionalität auf sich genommen, damit ich wieder ohne Kluft und ohne Distanz eine Freundschaft mit Gott haben kann. Das ist jetzt mega einfach, bildlich gesprochen, aber es ist eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss. Zusammen in Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 gibt es auch einen Vers, der es uns ganz, ganz einfach erklärt. Ja, und da steht Folgendes: Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist ein schönes Bild. Er steht vor der Herzenstür, er klopft an und vielleicht klopft jetzt auch dein Herz, vielleicht spürst du das wie die jetzt vorher von sich selber erzählt haben, wo sie einfach gemerkt haben, es gab da so den Moment. Vielleicht spürst du jetzt diesen Moment, vielleicht spürst du auch, dass du noch getrennt bist von diesem Gott im Himmel, vielleicht realisierst du das erste Mal. Und dann lade ich dich einfach ein, diesen Moment ein bisschen festzuhalten und in diesem Moment drin zu bleiben, weil es ist die Frage, wo Jesus stellt: Möchtest du mein Freund sein? Stell dir mal vor, dieser Gott im Himmel, der Höchste, der Allmächtige, der Schöpfer, der Großartige, fragt dich: Möchtest du mein Freund sein? Möchtest du mein Freund sein? Und alles, was du tun kannst, ist ihm die Hand entgegenstrecken und sagen: Ja, ich weiß zwar nicht, was es bedeutet, haben wir auch gehört, zum Beispiel vom Timo, er wusste nicht, auf was er sich da einlässt, aber ja, das möchte ich. Und dann, was passiert ist, was du aufgezeichnet hast, Leo, du gehst mit diesem Jesus, er holt dich ab, aber die Hand musst du ihm entgegenstrecken und sie fassen lassen von ihm und spür das mal. Und dann geh über diesen Graben durch das Kreuz hindurch. Genau, dazu eine Geschichte von Michi, wird uns erzählen, wie das Leben mit Jesus effektiv auch in seinem Charakter, seinen Eigenschaften, Dinge sich verändert hat, weil der Glaube ist ja nicht nur etwas, was schön und herzig ist, sondern es ist ja ganz, ganz praktisch. Die ändern sich Dinge zum Guten, zum Positiven, und hier ist die Story von Michi. Wir machen wieder Platz, genau, wir sind ja Social Distancing, das ist jetzt einfach so, das ist dein Stuhl, Michi, your story. Danke vielmals, Leo. Ja, hallo zusammen, ich bin Michael. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, so wie die einen vorhin auch. Und ich hatte schon früh eigentlich so viel vom Glauben mitbekommen, wie es nur halt geht als Kind. Ich war immer in der Kirche, hatte auch die Sonntagsschule besucht. Genau, doch in der Schule war es nicht immer so einfach, da ich sehr viel Aggressionen hatte und immer wieder Wutausbrüche. Hatte ich sehr viel Schlägereien auf dem Pausenhof und immer wieder Probleme mit anderen Kindern. So hatten meine Eltern ständig Anrufe von der Schule, da ich wieder irgendetwas getan hatte, was nicht so ganz in die Schulregeln passt. Genau, ja, auch in der Jungschar hatte ich immer wieder Probleme mit den anderen Kindern, mit den Leitern. Ich war sozusagen eigentlich das Problemkind der Jungschar. Ja, durch das hatte ich nicht viele Freunde, praktisch keine, und habe viel Zeit zu Hause mit Gamen verbracht. Ja, bis etwa in die Oberstufe ging das so, und da sagte ich einfach, hey, ich will das nicht mehr, es macht keinen Spaß, das ist immer so anstrengend, immer diese Aggressionen, welche man nicht kontrollieren kann. Und ja, habe das Gott hingelegt. Und habe ihm gesagt, hey, nimm das weg von mir, ich brauche das nicht in meinem Leben. Es hat leider nicht so geklappt, so aufs Mal.
Doch ich habe nicht aufgegeben, habe immer wieder gebetet. Andere Leiter haben weiter in mich investiert und haben auch gebetet und es ging immer besser. So habe ich Ende Oberstufe war ich dann ziemlich frei von Aggressionen. Ich war nicht mehr so jähzornig wie sonst und ich hatte viel Ruhe bekommen, viel Geduld bekommen von Gott und ja, das ist bis heute immer noch so. Also ich hatte seit, was sind das jetzt, sicher 5, 6 Jahren nie einen Wutanfall oder so etwas. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er mir das genommen hat und mir einfach Ruhe geschenkt habe, welche ich heute sehr gut gebrauchen kann mit vielen anderen Situationen. Und ich möchte nie wieder zurück. Wow. Vielen Dank. Vielen Dank, Michi. Bitte, bitte. Ja, was für eine Story. Ich finde es ja mega motivierend, dass Jesus nicht nur so gestorben und meine Sünden vergeben, sondern ist auch jemand, der eben Dinge wiederherstellt und auch Charaktereigenschaften löst, dass man sich das nicht vorstellen kann. Und ich möchte, bevor wir nochmals ein Worship-Lied singen werden, ich möchte einfach mit dir zusammen beten. Es kann sein, dass vielleicht hast du noch nie ganz bewusst dein Leben Gott anvertraut, diesem Jesus, gesagt, komm in mein Leben, vergib mir meine Fehler und Sünden. Es kann aber auch sein, dass du mal gläubig gewesen bist und dann hast du viele Entscheidungen getroffen, wo du heute merkst, die waren eigentlich egoistisch. Das war nicht im Sinn und Geist von Gott und du hast auch Konsequenzen erlebt. Oder es kann sein, dass du einfach deinen Frieden mit Gott wie verloren hast. Das kann manchmal so sein, dass man sich wie distanziert fühlt von diesem Gott im Himmel. Und du bist immer nur ein Gebet entfernt, um diesen Gott ganz konkret in deinem Leben erleben zu können. Und ich habe mit 18 Jahren dieses Gebet gebetet und es hat mein Leben nicht ein bisschen verändert, es hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich sage immer, um 180 Grad gedreht und ich kann es nicht bereuen. Ich bin bis zum heutigen Tag so dankbar, dass meine Fehler, meine Sünden vergeben sind, aber nicht nur das, sondern ich habe mein Leben eine Perspektive. Ich habe eine Perspektive, eine Vision bekommen, die größer ist als einfach das, was das Leben anzubieten hat, sondern es ist auch eine Perspektive nach dem Tod hinaus, dass ich weiß, ich habe ein Leben, das mit meinem Gott im Himmel für ewig leben kann. Und ich möchte einfach dieses Gebet jetzt mit dir zusammen beten. Ich werde einen Satz vorbeten und kannst einfach diesen Satz, wo auch immer du bist, von ganzem Herzen mitbeten. Und dann sag, lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Und ich habe Dinge in meinem Leben falsch gemacht. Ja, ich habe gesündigt. Ich bitte dich, vergib mir all meine Sünden und Fehler. Und ich nehme diese Vergebung von dir auch in Anspruch. Ich mache dich zum Mittelpunkt meines Lebens. Sei du mein Gott und mein Zentrum. Bitte leite und führe du mein Leben. Bitte beschütze und segne du mich. Ich möchte dir gehören für immer. In deine Hände lege ich mein ganzes Leben. Und ich sage Amen. Und das Wort Amen heißt, so sei es. Und ich möchte dir jetzt sagen, dir sind deine Sünden und Fehler vergeben. Ich spreche dir das zu, es ist dir vergeben worden. Gott hat deinen Namen in sein Buch des ewigen Lebens eingetragen. Du gehörst zur Familie Gottes, willkommen zu Hause. Das ist eine Zusage. Und der Geist Gottes gibt unserem Geist die Gewissheit, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Und es kann immer noch sein, dass wir nach diesem Gebet immer noch Dinge falsch machen. Das wird sicher nicht daran ändern an meinen Status, den ich habe. Der Status ist gesetzt. Du bist statusmäßig ein Sohn und Tochter Gottes. Und logisch machen wir gewisse Dinge falsch. Aber das ändert nicht mehr den Status. Und unsere Band hat einen Song ausgesucht. Here is my heart. Hier ist mein Herz. Und ich finde diesen Song, der bringt das so auf den Punkt, wo wir Gott sagen, hier ist mein Herz, alles was ich habe, was ich bin, gebe ich dir hin. Und ein Worship oder gesungene Lieder sind nichts anderes als eine Gebete, die man singt. Und das löst auch was aus in der Seele, im Gefühl. Man singt etwas und wenn man singt und es mit dem Munde bekennt, macht das auch in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, hat das einen gigantischen Power. So, ihr Duette,
Arina und Tom, ich überlasse euch die Bühne nochmals für den Song. Ihr macht das mega gut. Danke. Here is my heart, Lord, have it all. My hands are open, I let go. I leave behind the things that hold me down, and look to you, the Holy One. In you I stand, in you I stand unshakable. My future now unbreakable. So come what may, I choose to stay. In your love I won't fade away. Jesus, come and have your way. Oh yeah. Here's my heart. Here is my heart. Lord, have it all. Oh. My hands are open, I let go. I leave behind the things that hold me down, and look to you, the Holy Lord. Yeah. In you I stand unshakable. My future now unbreakable. So come what may, I choose to stay. In your love I won't fade away. Jesus, come and have your way. Jesus, come and have your way. Sing, you are holy, holy. You are holy, you are holy, you are holy, our God. You are holy, you are holy, you are holy, our God. And you must stand, oh, you must stand unshakable. My future now unbreakable. So come what may, I choose to stay. In your love I won't fade away. Jesus, come and have your way. Jesus, come and have your way. Tom und Arina, weißt du, welchen Teil mir in diesem Lied so gefällt? You are holy. Und das Wort heilig heißt, du bist abgesondert, du bist was Spezielles. Du bist nicht einfach in der Masse drin, Gott, sondern ich schieb dich auf die Seite und ich mache dich zum Mittelpunkt. Ich mache dich zur Hauptsache in meinem Leben. Das gefällt mir mega in diesem Lied, neben dem ganzen Lied, aber das ist mein Lieblingsteil in diesem Song. Hey. Vielen Dank. Ich danke euch vielmals für alles und man sieht sich irgendwann wieder in dieser Woche. God bless you und mal den beiden Worshipperinnen und Worshipperin, sage ich mal. Ciao. Tschüss. Ich finde es ein mega krasses Gebet, dass man so einmal im Monat einfach auch beten kann, ob jetzt du gläubig bist oder auf dem Weg bist, gläubig zu werden. Es ist ein Gebet, das mir immer wieder hilft, einfach zu verstehen, was auch Gnade bedeutet. Ich habe es nicht verdient in dem Sinn. Und einfach mich immer dazu einzulocken, dass ich weiß, nichts trennt mich von diesem heiligen Gott. Und was mich beeindruckt, wir haben dieser Gebetsform ja den Titel gegeben, Entscheidungsgebet.
Und es beeindruckt mich, dass man nicht so einfach hineinschlittert, sondern dass es eine Entscheidung braucht. Genauso wie wir ja die Freundschaft miteinander begonnen haben, zum Beispiel vor Jahren, mehr als 30 Jahren. Wir haben uns vorher schon ein bisschen getroffen, so einmal in der Woche, mal Pizza essen gegangen, spazieren gegangen, aber es brauchte eine klare Entscheidung, wo Leo fragte, möchtest du eine Beziehung mit mir? Und genauso eine Entscheidung ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Und was dann passiert ist, du musst die Person erst mal kennenlernen. Also du kennst vielleicht Jesus gar noch nicht richtig. Du kannst ihn kennenlernen, indem du die Bibel liest, indem du vielleicht auf YouTube gehst und noch andere Gebete, die wir schon in Hour of Prayer gesprochen haben, einfach mal durchbetest. Und so lernst du diesen Jesus immer besser kennen. Was fühlt er und wie denkt er? Wie ist er überhaupt? Und wie empfindet er für dich? Und das sind alles Dinge, da stehst du jetzt, wenn du das Gebet zum ersten Mal gebetet hast, vielleicht noch ganz am Anfang. Genau. Wir haben bewusst dieses Gebet genommen für den Ostermontag, weil wir haben ja Ostern in dem Sinn alle erlebt, den Karfreitag, den Samstag und den Sonntag. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir wissen, das ist eigentlich die ganze Osterbotschaft in einem ganz einfachen Bild zusammengefasst. An Weihnachten kam Jesus auf die Welt, hat eigentlich den Himmel verlassen, kam auf diese Welt. Aber an Ostern ging er von dieser Welt, um diesen Graben, diesen Sünden und Fehlern von uns auf sich zu nehmen. Und das ist mega fantastisch. Susanna, morgen am Dienstag, was haben wir für ein Gebet? Ich habe es hier aufgeschrieben. Ja, schau mal nach. Ich weiß es jetzt auch ich habe nicht es eben gerade aufgeschrieben. auswendig. Morgen haben wir das Schweizer Psalmengebet. Ah ja, Wow. das ist ein schönes. Ich kann euch sagen, es steckt so viel Tiefgang drin. Und wir wünschen euch einen super fantastischen Tag und denkt daran, man kann auch das malen. Irgendwo, dass man nicht vergisst, die Botschaft von diesem Gott im Himmel. Also, ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und ich bete einfach, dass die Kraft Gottes dich umgibt von allen Seiten, die Liebe Gottes dich beschützt und die Hand Gottes möge nie von deinem Leben weichen, weil die Güte, Treue und Gnade Gottes begleitet dich und gibt dich von allen Seiten. Amen. Also God bless you und Schön wir sagen warst du mit dabei und bis morgen. morgen. Tschüss. Ciao, ciao.